Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Du bist jetzt die Folge am Hören. Hast gedacht, ja, Mann, es ist Montag. Ich gebe mir eine neue Episode. Und jetzt frag dich mal, habe ich echt schon 5 Sterne gegeben auf Spotify? Habe ich schon auf Apple Podcast einen Kommentar geschrieben? Habe ich schon Merch gekauft? Bin ich ein guter Mensch? Kann ich mich ein Supporter nennen? Kann ich wirklich jede Woche fast Content geniessen, ohne etwas zurückgeben? Ja, kannst du, wenn du willst. Du kannst aber auch einfach bewerten. Genau. Folge, bewerten. Erzähl es jedem, wo du kennst. Genau, jetzt haben wir es mal am Anfang der Folge gemacht. Was eigentlich am sinnvollsten Am sinnvollsten Schön, wäre. hat 100 Folge gebraucht. Ich schwöre auf alles, Mann. Shit, Mann, willkommen zu der 112. Folge. Sorry, 112, ja. Was Was ist Notfallnummer für 112? Warte schon. Feuerwehr. Willkommen zur 112. Folge. Nein. Dankeschön, Serhat. Was ist die Nummer von 112? Ja. Ist das Feuerwehr? Keine Ahnung. Ist doch Feuerwehr, nicht? Keine Ahnung, Bro. 117 ist Polizei. Nein, brauche ich Leute nicht anzeigen. 1414 ist... Nein, Schon oder Auskunft. 143 ist... Das ist wirklich peinlich, dass wir das nicht wissen. Please help. 143. Mir geht's nicht gut. Nein, das ist 147. Ja? Ja. 143, was ist 143? Wie bin ich 143 gekommen? Also ich weiss, dass 117 Polizei ist. 147. Krankenwagen ist... Fuck, wurde peinlich. Ich habe am Flughafen geschafft, das ist mir auswendig können. 14. Oh. Oh mein Gott. Es ist gerade gestanden. Notruf. Oh mein Jetzt Gott. du Okay, 143 ist Notruf. Scheiße. hast Herrla, Bro. Scheiße. Oh nein. Ich hoffe, es kommt zurück. Ich hoffe nicht, Bro. Da ist Kantonspolizei. Nein, das ist so unchillig, Alter. Ich sitze mir da und muss sagen, ich bin drauf gekommen. Wir sind in einem Live-Podcast. Wir haben das versehen. Im Nah sind sie. Brauchen sie Hilfe. Wow. Ja, Es gibt unchillig. doch so für... Also ich glaube jetzt für das nicht, aber für so Streichanrufe gibt es ja einen Bus. Mhm. Das war ja keiner gewesen. Nein, aber ich weiß nicht, was das für ein Bus ist. Hast du früher als... Es gibt ja die eine Nummer, die man früher hat können Ja, anrufen. 147. Eben, die gibt es ja heute auch noch. Das ist ja, glaube ich, eine Firma oder halt Ja, eine. einfach haben sie, nachdem sie es eingeführt haben, irgendwann mal später gemerkt, es ist gescheiter, wenn man keine anonymisierte Anrufe zuhört. Ja, Wie irgendwelche Gofen, ja, dumme Kinder, ja. rufen ihre 10 Uhr morgen in der Pause an und nerven mich. Mir angerufen, mir so, es geht mir nicht gut. Und dann habe ich so gesagt, Mami schlägt mich. Ja, Mann, dumme Zeit gewesen als Kind, wirklich dumme Zeit. Was ist so die andere dumme Sache, die du gemacht hast als Kind? Ich habe mal 2 Wochen oder Wochen Hausaufgaben frei bekommen, weil ich meine Lehrerin davon überzeugt habe und angeschaut habe, dass meine Eltern viel streiten und sie kurz vor dem Scheiden sind. Oh, wild, Ja, wild. ja. Wild. Ich habe einmal meinem Lehrer, weil ich weiss noch, Bro, es war wie so 2., 3. Klasse gewesen, meine Mutter hat mir so gesagt, ey, hast du kein Aufzug für morgen? Ja. Ich habe ihr straight up gesagt, nein, ich habe kein Aufzug. Mhm. Und sie hat mir gesagt, schau, morgen ist Elterngespräch, sowieso. Also morgen ist Besuchstag, das heisst, ich gehe nicht in die Schule. Und dann frage ich den Lehrer, Ja. hat es Aufzug gehabt? Und spätestens dann weiss ich's. Unsere Eltern, nicht, hast du Aufzug gehabt? Wow. Wow. Unsere Eltern machen immer das Gleiche. Solange es eine Möglichkeit gibt, wo Lehrerin siehst, ob das jetzt ein Ja. Turnfest ist oder ob es jetzt ein Elterngespräch ist
Oder ob das ganz normal per Zufall irgendwo draussen siehst. Ja, du bist am Posten, du siehst Ja, Lehrerin. so, nachher, Hi, Serhat gut. ja, nachher Mutter direkt so, ja, das ist gut in Schule? Ja. Ja, Hausaufgaben machen? Ja, alle. Ja, es geht schon ab und ich schau. Ich schaue jetzt schon. Nachher, ich habe gemeint, du machst alle? Bro, ich habe nachher meine Mutter gesagt, sie hat mir gesagt, Bro, meine Mutter hat mit mir geredet wie ein erwachsener Mensch. Sie hat mir Ja. gesagt, look, morgen, Ich habe kassiert wie ein Erwachsener, aber so, sie hat gesagt, morgen ich gehe, ich frage den Lehrer, also, Ja, sag mir lieber jetzt, ja. hast du aufzugehen und wenn sie nicht gemacht hast, machen wir sie. Oder machst du sie und ich bin hinter dir. Ich habe gesagt, Mami, nein, wir haben keine. Nächstes Mal wir in die Schule. I don't see you, sir. Ich so zum Lehrer, ich so, sie können wir schnell draussen reden. Ich weiß nicht, wirklich zweite, dritte, ich Ah, du- wie ein Pitch Alter. Ich Was hab, der meint. nachher, Bro, komm bitte, mein Lehrer ist eigentlich Ja. so, ich sage nicht, er ist ein Homie gewesen, so in der zweiten, dritten Klasse, aber Ja. eine Vertrauensperson. Bro, er kommt raus, ich sage ihm so, schauen Sie, Herr Rudolf, sage ich jetzt mal, Mhm. es ist ja so, wäre es möglich, dass Sie heute nicht nach Aufgaben einziehen. Mhm. Ich rede mit dir, wie ein erwachsener Ja, Mensch, weißt du? ja. Er sagt mir so, wieso? Ich sagte so, ja, ich habe mit meiner Mutter gesagt, wir haben keine. Dann hat er gesagt, nein, also sicher nicht, ich ziehe die Ja. Aufgabe ein und dann musst du halt schon. Ja. Ich so, you were supposed to be my brother. You were supposed to be my homie. Mhm. Und du kommst mir so, Bro. Ja. Nachher hat er gesnitcht. Ja, ich nicht, Bro. Aha. Und er hat gedacht, ich werde zusammengeschnitten, das ist es, aber er weiß nicht, was passiert auf dem Heimweg, Bruder. Er weiß nicht, dass du Langzeit vollgehst von dem. Du kannst bis heute, du musst nicht Brüllauto fahren, Bro. Die Füße sind zu viel gewesen. Bro, bei mir ist etwas ähnlich passiert. Nur bin ich darauf angesprochen worden, sind die Newskis? Vor Eltern. Nein, eben genau vor dem Mittagsgespräch. Aha. Also sagen wir, ich hätte es an dem Abend gehabt. Ja. Also es ist folgendes ganz klar. Ich habe einfach selten Aufzug gemacht. Mhm. Ich habe einfach eine Schwäche gehabt. Ich habe einfach gar keine, es hat mich nur gereizt. Heutzutage hat man ja Schwäche, wir haben einfach keinen Bock gehabt. Einfach gar keinen Bock. Bro, es hat mich nur gelustet. So. Mhm. Es hat mich nur gelustet. Auf jeden Fall ist halt immer wieder so gekommen, dass ich sehr oft Aufzugs nicht gemacht habe. Mhm. Oft habe ich das irgendwie drübeln. Mhm. Hat aber auch Fälle gegeben, wo es mich einfach genommen hat. Und eines Montags bin ich in die Schule und die Aufzüge, die du über Weekend nicht gemacht hast, sind noch schlimmer als die du unter der Woche nicht gemacht hast. Ja. Du musst über Weekend Ich finde Sachen dumm aufzugehen. Ich bin so ein Dümmste, wo ich es habe gibt. über das Wochenende. Bro, du tust das Kind erziehen, dass ein normaler 8 bis 5 Arbeitstag nicht langt. Ja, Du hast auch eine Aufgabe, Bro. ja. Das ist für ein scheiß System. Auf jeden Fall ist dann so wie gewesen, dass unsere Lehrerin gesagt hat, Aufzüge bitte auf den Tisch legen, ich muss einsammeln. Ja. Und sie war dann so korrekt gewesen, dass sie nicht so Vor allem. du in dem Fall nicht. Ja. Einfach, wenn sie sieht, so, du bist am Suchen, Kies, oder du bist einfach weitergelaufen. Sie, hey, ich hab's noch gehabt eigentlich. Hä? So ein Bullshit. Und nachher ist sie weitergelaufen und dann ist sie, ist die grosse Pause gewesen am Morgen, hätte ich auch jeder gehabt, bei uns war die 10 Pause gewesen. Mhm. Nachher hat sie mich gerufen, sie so, Sarah, komm mal schnell. Ich so, ja. Sie. Sie so, du hast wieder nicht Aufskis nicht gemacht. Nein. Ich so, ja. Sie So so, ein ja. Peach, Alter. Das ist wirklich so durchgezogen nachher. Nachher sie so, ja, das kann so nicht weitergehen. Und richtig hässlich geworden, weißt du? Und ich habe gewusst, ich muss schweres Geschütz auffahren. Ja. Ich kann nicht sagen, ich habe sie verloren. Ich kann nicht sagen, irgendjemand hat sie gegessen. Ich kann nicht sagen, fuck, ich bringe sie dir instant. Ich kann es nur auf dem Tisch liegen lassen. Egal was ich sage, nichts kann dem jetzt genug Gegengewicht geben. Und dann habe ich ausgeholt. Während sie am Reden war, ich so, ich muss jetzt in die Rolle, jetzt. Oh Gott. Jetzt. Aha. Und nicht, wenn sie geredet hat, anfangen zu brüllen. Ich muss jetzt brüllen. Bist voll drin. Und dann sind Tränen gekommen. Scheiße, Bro, Schauspieler. Dann sind so, 1, 2 Tränen gekommen. Sie so, Aha. alles okay? Oh nein, ist nicht alles okay. Ich so, eben nicht. Nein. Und dann sie so, was ist denn los? Ich so, ja, ich habe ein Problem die Heim, jetzt ein Problem da und so. Sie so, oh nein. Was ist denn daheim? Ich so, ja, mir schüttet ständig. Seit Wochen streitet es und über das Wochenende habe ich so zum ersten Mal Scheidung gehört beim Oh Streit. nein. Als 8-jähriger Scheidung gehört, krass. Nachher sie so, nein. Ich so, doch. Wie heißt denn Scheidung auf Türkisch, Bro? Sag dir. Ja. Eiron mach. Aha, bravo. Und nachher sie so, ich habe natürlich gelogen, aber nachher sie Ja. so krass. Ich so, ja, heftig. Krass. Er hat jetzt die Heim, weißt du? Mhm. Sie so, ja, dann verstehe ich, dass unter den Umständen Hausaufgaben ein bisschen drunter leidet. Ich so, ja, ich will ja, ich gebe mir Mühe, aber manchmal schaffe ich es nicht unter dem Geschrei. Ja. Sie so, oh.
Und Geschrei hast du gesagt? Ja. Hast du nicht gesagt, Teller sind umgerührt Nein, worden? nein, ich wusste, es kommt Cash. Oh, Du musst schon, Bro, du musst... Ja, ja. Ja, es gibt there's Risikomanagement. Levels zu this shit. Ja, ja, und Ja, Risikomanagement. Nachher ich so... aber ich gebe mir Mühe und so. Nachher sie so, weißt du was, Serhat, weißt du, so... Dann hat sie Hand geklopft, um dir zu sagen, schon gut. Und du so, ah nein. Sie so... Und dann hat sie so gesagt, sie so, hey, tut mir mega leid. Ich habe nicht gewusst, was daheim abgeht. Es ist am Montag, so machen wir so. Schämst du dich nicht, Bro? Nein. Ganz ehrlich. Ich habe keinen Aufski, Bro. Andere müssen Aufski machen, scheiß auf die. Krass, okay. Nachher, sie so, weißt du was, ich würde dir echt, es ist mir mega leid, ich habe nicht gewusst, dass du daheim so viel los hast. Die Woche kommst du von mir, ich gebe sie dir natürlich so, Ja. das ist sonst unfair gegenüber den anderen, aber muss ich nicht machen. Ich so, ja, sie so, die Woche musst du nicht machen. Und du hast, wie alt bist du gewesen? Bro, ich bin der dritte Klasse, vierte Klasse, vierte Klasse. Hat sie nicht darauf spekuliert, dass du gehst allen anderen sagen, haha, ich muss aufziehen? Nein, ich kann nicht bluffen. Du darfst nicht bluffen, Bro. Ja, Bro, das ist nicht bluffen, Bro. Du darfst nicht sagen, hast du was gemacht? Ich nicht. Das darfst du nicht, Bro. Ich habe linke Leute in meiner Klasse. Ich habe gehabt, weißt Probleme mit dem, Bro, bluffen. Ja, ich habe linke Leute in meiner Klasse. gehabt. Meine Eltern haben mal den Classic länger Sommerferien durchgezogen, 4 Tage. Ich bin zurückgekommen. Meine Eltern so, mich in die Schule geschickt oder in die Schweiz. Wir kommen nach, in ein paar Tagen. Die Onkel ist dort. Ah, du bist vorgegangen Ja, quasi. sie so, wir müssen noch bleiben wegen familiären Unglück und so. Wie bist du heimgekommen? Geflogen. Als 10-Jähriger, allein? Mit meinen 2 Brüdern, ja, Bro. Aha. Damals haben sie so Dings. So, du wirst halt am Flughafen von jemandem begleitet. Ja, vom das gibt's auch noch. Flughafenmitarbeiter. Ja, ja. Nachher bringen sie sich einen Flüger. Mhm. Vom Flüger landest du in Istanbul, holen sich dort auch ab. Bringen sich in das Räumchen. Sagen so, in einer Stunde gehen wir wieder zum Gate. Wir fliegen auf Zürich. So. Was hast du in dem Ründi gemacht? Bro, hast du auch ein Räumchen nur gehängt. Krass. Ich und der Irmas und der Rosch sind dort so mit den Füßen. Krass. So am Gagel oder Ding dort. Und nachher hat sie gesagt, es ist mir mega leid, ich gebe dir keine Aufsicht mehr die ganze Woche. Ich so, ja, schon gut, besser. Du hast etwas erzählen. Du bist ein paar Tage früher heim. Sorry? Eben, wieso hast du jetzt die Geschichte am Flughafen erzählt? Du, so meine Eltern haben mich früher heimgeschickt. Ich bin Ja, genau, sorry. Ja. Sie haben mich mal früher heimgeschickt, Ja. also später, meine ich sogar, später von der Ferien. Sagen wir, ich habe am Montag wieder in der Schule sein. Ich war aber erst am Donnerstag in der Schule gewesen. Und jetzt sind dann am Sonntag nachgekommen, wegen eben ein bisschen Unglück in der Familie und so sind wir ein bisschen geblieben. Und dann meine Eltern so, wenn du in die Schule gehst und jemand fragt, sag einfach, es hat keinen Flüger gehabt. Weil da, wo wir wohnen, wirklich, also damals noch Antep, da ist wirklich noch so einmal oder zweimal am Tag auf Istanbul. Ja, Und da kann gut passieren, dass wir vielleicht 2 Tage ausfallen. ja, ja. Sag einfach, bist du nicht dort gewesen. Bro, ich sag das am Donnerstag. Meine Kollegen so von der Klasse, ey, wo bist du gewesen und so. Ich so, ey, Flughafen am Arsch gewesen, Bro. Aha. Ich so, fuck, Alter, ist am Arsch, ich kann nicht fliegen, weißt du? Ah, okay. Nächsten Tag Freitag, ich komme in die Schule. Ich habe mit meinen Eltern gestern uns nachgeredet und sie haben gesagt, es ist nicht möglich, dass etwas so Schlimmes passiert ist, dass wir nicht fliegen können. Also es muss sehr viel Schlimmes passieren. Ey, fick dich und die ganze... Deswegen, also weißt du, unsere Leute, wenn ich dir das erzähle, du gehst nicht am Abend und sagst, Mami Sarah hat gesagt. Aber Ja, es gibt eine sicher. gewisse... Ja, ja. Bro, es gibt gewisse Leute, Eine Bevölkerungsgruppe. genau, die tun, was ich sehr schön finde, Ja. die tun sehr viel miteinander teilen. Ja. Es sollte man eigentlich auch, ganz ehrlich, würde es auch gut tun, unseren Kindern oder uns, dass wir so... Haben sie dich auch nichts gefragt, deine Eltern? So, und, was hast du gemacht? In der Die Schule? Eltern? Ja. Ja. Und was hast du dann gesagt? Straight 9 Jahre das Gleiche. Was hast du gesagt? Nicht viel. Schule. Schule. Was hast du Ja, gelernt in der nass, Schule? wie ist gelaufen? Ja, gut. Was hast du Okay. gelernt in der Schule? Also, das haben mich nicht gefragt. Sie haben mich nur gefragt, so, wie ist Schule gelaufen? Ja, schön gewesen. Was hast du so gelernt? Oder was hast du jetzt so gemacht? Ja, nicht viel. So ein bisschen Mathe, so ein bisschen das. Geil. Okay. Und ja, also geil ist nicht, weil irgendwann habe ich schon gemerkt, weißt du, mit der Zeit meine Eltern so mich mehr gefragt und mehr hätte gerne wollen, wieso, aber es ist halt schwierig, Bro, was soll ich das sagen? Ich weiß nicht, mein jüngster Bruder kann das vielleicht eher. So, wenn meine Eltern fragen, so, hey, wie ist dein Tag gewesen? Er hat vielleicht, keine Ahnung, er kann einfacher auspacken als ich, aber ich weiß nicht, Bro. Bei mir, ich kann nicht so, es ist ein bisschen einfach, es ist ein bisschen schwierig zum das Detail gehen, schon nur so etwas einfach sagen, wie ist deine Schule gewesen, weißt du? Aber auf jeden Fall, Bro, ich bin in der Schule gewesen, eine Woche Aufzug gehabt. Und dann habe ich am Montag drauf wieder in die Schule, wieder Aufzug gemacht. Den gleichen Maske gezogen, ich so, ey, ist schwer schlimm momentan und so. Ich habe sogar bei meinem Onkel gewohnt für ein paar Tage. Dann hat es mir wieder Woche gegeben und nachdem ich mich durchziehen. Aber Bro, 2 Wochen straight Aber ist das irgendwie rausgekommen? Nein, Haben nein. deine Eltern gesagt? Oder? Nein. Ich habe gedacht, Bro, also, wo bist du so dreist und sagst, es ist wieder besser. Ja, vielleicht ist mal kein Elterngespräch Nein, so weit, ich habe Glück gehabt, ich habe schon nie Ah, geflogen krass. oder sonst irgendetwas, aber ja, straight 2 Wochen rausgeholt mit Dings. Und ich habe in der Berufsschule, habe ich einen in der Klasse gehabt, Bro. Der ist in jedem Fach eigentlich grundsätzlich gut gewesen, nur in Mathe nicht. Er hat gestruggelt, die Mathe genügend bekommen, weißt du, was ich auch voll und ganz verstanden.
Und unser Lehrer, Geht's bei dir? ich weiß nicht, unser Lehrer hat mal Prüfung gemacht, hat uns gegeben und wir sind alle so, Alter, weißt, er hat schon gehört, die ganze Klasse. Ja, der hat gewusst, der ist auch am Arsch. Nachher er so, also ich höre schon, wir sind sehr unzufrieden, weißt. Und er ist wirklich ein mega lieber Sieg. Der Lehrer. Ja, er ist ein Ungarer, Hochdeutsch und so, ganz, küss ins Herz. Mhm. Und er ist so, also sagt, was ist denn das Problem? Wir so, ja, Bro, halb vor der Klasse, Bro, das, 2 Schippe ist das gesagt, wir so, Bro, das ganze Prüfung ist so schwer gewesen, ganz ehrlich. Ja, Es ist ja. schwer gewesen. Ja, ja. Es ist so schwer. Ja, ja. Also ja, was? Ja, das ist auch so schwer gewesen. Ja, ich bin mit euch durchgegangen. Ja, aber es ist zu schwer. Ja. Und nachher, da so, ja, sie wissen, schwer ist eine meine Noten und so, wissen sie meine Noten. Nachher so, ja, aber bei dir, ich habe versucht, was ich kann, ich habe schon die Schüch aufgerundet. Also ist das jetzt der, der Mathe immer durchgeht? Genau, ja, erzählt, ja. Also ich habe schon bei dir aufgerundet auf ein 3, also bis Frau ist kein 2,5, 2, weißt du? Krass. Also ja, aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich habe wirklich gelernt, schauen Sie meine Notizen und so. Er so, ja, ich kann nicht viel machen und so, Bro, nachher ist er auch ein bisschen emotional geworden, also bitte. Vor allem. Bro, vor allem. So ein Dreist. Bro, bitte. Geht dir einfach ein 4, also ein 4 bis 4,25. Ach, krass. Du der also okay, gut, für dich 4. Also wenn du so happy bist und du hast das Gefühl, das bringt dich so weit in deinem Leben weiter, es ist nachher schlussendlich dir, ob du die Note immer noch kannst halten. Ja, ja, sicher. Und? Er hat ihm gegeben, Bro, der Typ hat Jumps gemacht im Klassenzimmer. Fresse. Also, yeah! Ja. Voll ausgelastet. Ja. Und dann habe ich so, oh, chill, Bro. Ja. Und nachher der Kollege kommt, Shoutout Besim. Also, meinst du mir nachfragen? Bist du im Zweiten in dem Fall? Beruf schon. Ah, Berufsschule. Also die ist das Privatschule, gewesen? Ja, stimmt. Und nachher, Ich bin im Fall, ich habe ja, habe ich das schon mal erzählt, dass ich nach der regulären Schulzeit bin ich ja eigentlich ein Jahr Informatik ja, Privatschule gehabt. ja. In so einer ganz komischen, also nein, eigentlich, es ist, ich sage jetzt mal, Also grundsätzlich jede Privatschule, die der Ausbildung anbietet. ja. Also Bro, es gibt Levels wieder, ich sage jetzt mal, ohne Namen zu nennen, aber die, wo du gewesen bist, Ja. da hat es ja zum Beispiel mal, ich sage jetzt mal, die habe ich das Gefühl, ein bisschen günstiger gewesen als andere, weil jetzt der Anteil von den Ausländerinnen zum Beispiel viel höher ist. Bei mir? Ja. Ey, Bro, ich muss ehrlich sagen, es ist echt nicht günstig gewesen, aber was ich Kannst du mal erwartet... sagen, was war der Semesterpreis gewesen? Ich kann dir glaube ich sagen, was Jahrespreis Was war. Jahrespreis Ja, ich glaube es 20. Ah, doch schon. Ja. Und ich glaube im 3. und 4. ist es runtergefallen, wegen dem Ja. schon nicht jeden Tag in der Schule, wegen Praktikum und so. Weil in meiner Privatschule, Ja. ist eine Privatschule, ja, wo ich war, ich bin ja nur ein Jahr gegangen, haben wir glaube vielleicht 8 bis 11 pro Semester gezahlt. Ja. Aber das ist viel, Bro. Dann ist es auf Jahre auf die gleiche Rechnung aus aufs Jahr. Ja, aber ich meine, ich weiss, an der Schule, wo du warst, ich kenne sehr viel. Bro, die Schule macht alles. Die Schule bietet KV. Beim KV hat alles nur so Bro, KV. Albionas und Yusufs dort. KV, IT, MPA. Also unsere Brief, wo Ja. wir uns wünschen oder wo wir uns sehen. Ja, ja. Weil eben, ich bin an dieser Schule gewesen, und bei mir an dieser Schule, Bruder, ich kann dir ganz ehrlich sagen, es ist eine Informatikschule gewesen. Eigentlich ist es eine Wirtschaftsinformatikschule gewesen, wo auch höhere Lehrgänge, Das meiste noch als Cousin. wo auch höhere Jahrgänge, wo auch höhere Ausbildungsgänge machen. Ja, ja. Wir hatten dort eine Grundausbildung gehabt. Und Bruder, es hat in der Schule, ohne Scheiß, Bro, Shoutout Driton. Es hat ein Schibi gehabt, 2, Mesut und Driton. Dann hat es einen Aramäer gehabt. Will das haben wir echt offen vergessen? Ich glaube, es ist im Fall hinten, wo du geraucht bist. Also, ja, das kommt gerade, weil für die Experience haben wir das Feiste vergessen zu machen. Ah, meinst du hinten vielleicht sogar? Okay. Für die nicht wissen, was Aramäer sind, ich tue jetzt einfach überbrücken, bis die auskommt. Ich muss jetzt einfach euch das geben. Aramäer sind die einzigen Leute, die noch die Sprache von Jesu reden. Also die Sprache, die damals zur Zeit von Jesus geredet wurde, wird noch von ihnen geredet. Sie sind im Mittleren Osten, vor allem glaube ich in Syrien und im Nord, also im Irak so. Und sind Christen. Okay, ja. Den Hast du Aramäer erzählt? Ja, ich kann noch kurz ein Dings geben. Okay, also dort Crashkurs. Babylon und so. Ja, genau, so Syrien, Irak, christliche Gemeinschaft. Voll, Mann. Und genau, das ist also, ich habe
ihm gesagt, du bist Armenier. Er so, nein, Bruder, ich bin Aramäer. Ja, das gehört überhaupt nicht gerne. ja. Aber ich verstehe nicht, weißt, ich Ja. bin Aramäer. Ah, Armenier. Ja. Wie die sehen, da weißt du, von der Gesichtshäuser. Ja. Ich kann dann Armenier oder ein Kurd. Ja, Nein, ja, Bruder, ich bin Aramäer. Der Simon hat er geheißen, Bro. Ja. Richtig geile Sicht, Bro. Dann hat es einen Tamil gehabt, zwei Tamilen. Und das war auch schon gewesen, Bro. In einer Klasse von, also in 2 Klassen von 40 Leuten. Und Bruder, auf einmal, wir sind so die Außenseiter gewesen, Bro. Ich sage jetzt mal, in der Schule sind etwa so 20 Nerds, nein, 35 Nerds gewesen, also richtige Nerds, Bro. So, wo wir heutzutage, ich bin ein besserer Mensch und so, aber damals, wir haben so gedacht, ja, weißt du, was ich meine? So, wir haben Mieterung gemacht, Bro, leider, so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also andere auch, aber ja. Ja. Nein, auf jeden Fall. Ja, wir sind auch gemacht worden, also. Wir sind auch gemacht worden, ja. Auf einmal, Bruder, 35 Leute von diesen Nerds, Bro, die halt so voll in diesem Game sind. So damals, 2000 und... Bei mir in der Lehre 11, 12. Die haben so, der hat mir erzählt, ich habe daheim einen NAS-Server und ich habe dies und das. Und er so, schau, ich kann meine Playstation von da steuern. Du so, ich weiss, wie PC noch startet. Ich schwöre, Bro, Bro. ich habe gewusst, Systemsteuerung, Ja, was das ist. Bro, es hat halt immer Leute, die zum Beispiel auch vom Fach sind, Ja, aber ja. irgendwie nicht ankommen und lernen, weil zum Beispiel kein zwischenmenschlich oder... Bro, ja, man, aber oder das sind sind... einfach auch schulisch nicht begabt gewesen, weißt du? Ja, Bro, und dort sind alles, also es hat wirklich viele Nerds gehabt Ja. und nachher, weil wir sind so in der Unterzahl gewesen, Bruder. Du so, ich auch noch, hast du das letzte Album von ihm gelesen? Hey, Bro, und eben, auf einmal, wir sind so die Uncoolen gewesen dort. Ja. So, und Und wie ist so? Und hey, cool Bro, sein? im Fall, ohne Scheiß, es ist wie so, im Nachhinein, ich schaue zurück, ich denke so, schade, Bro, ich wünsche, ich hätte es nicht gemacht. Wie Geldverschwendung des Grauens gewesen. Dass ich an die Schule gegangen bin. Ich Ja. bin ja nach einem Jahr wieder, Ja, grundsätzlich hättest du einen Weg in die IT schlagen, wäre schon nicht für nichts gewesen. aber ich habe es nicht Aber weil gemacht. du ja nicht, ja. Und Bro, ich habe das ja einfach nicht durchgezogen, es hat mich abgefuckt, Bro. Ja, Bro, look, es gibt Leute, die das Geld für Dings halten. Für fucking 6 Monate Rucksack und auf Boden pennen in Thailand. Lebenserfahrung, Bruder. Bruder, Ja, aber auf jeden Fall, es ist schon lustig gewesen, weil irgendwann haben wir so ein Modul gehabt und auf einmal, du siehst, alle sind voll am Arbeiten an diesem Modul, Bruder. Wir sind 14, 15 gewesen, weißt du, alle so, look, die Streber. wie so Leute Streber. Und wir Gib mal einfach, die News. Counter-Strike am Spielen, Ja, Bro. ja, ja, der Classic. Bro, und der Lehrer ist scheißegal gewesen. Die haben so gesagt, ey, look, du Ihr kannst den habt Job, zahlt, ja, ihr habt zahlt, mach den Job, wenn du willst, ich bring dabei, wenn nicht, mach nicht, ist mir scheißegal. Ja. Bro, wir haben einfach Counter-Strike gespielt. Und die Leute haben es ernst genommen, weißt du? So eben die Jugos und Aramäer und so dort. Die so am Spielen. Nachher kommt so einer, sagt so, sie, mein NAS-Server, nein. Wir haben so eine Serverlandschaft Ja. bauen und so. Bruder, es hat doch die nicht gejuckt. Nachher sind Little Lohnte gekommen, Bro, wir haben gecheckt, scheiße, Bro. Scheiße. Scheiße, Der Loco. kann das eigentlich nicht brauchen. Wirklich nicht gebracht, easy. Dann ein paar haben sich zusammengerissen, Bro. Und ich weiß noch, das ist schon lustig, ich hatte nie groß von dem erzählt, aber wir haben, wie wir halt so eine Wirtschaftsinformatik und Informatikschule sind, wir haben keine Turnen gehabt. Ja, sehe mich auch nicht. Und du musst ja gesetzlich, Ja. wenn du in der Schule bist, so und so viele Sportlektionen. Aber erst in dem Fall ein paar Jahre. Ich habe es nicht gehabt. Zum Beispiel der Yilmaz und der Roche, die haben das. Der Yilmaz hat und der Roche hat das gehabt. wir haben es gehabt zum Beispiel. Scheiße. Und wir mussten einmal in der Woche am Montagabend in die KV-Schule gehen schwimmen. Geil. Der grösste Scheiß ist das gewesen. Gut. Und wie wir aber zu wenig hatten, haben wir müssen für 2 Wochen in ein Sportlager gehen. Irgendwo. Und Bruder, kannst du dir vorstellen, wie Ja, viel sportlich die meisten Menschen da drin Ja, sind. ja. So. Es war auf jeden Fall ein Desaster gewesen, Bro. Wir mussten 2 Stunden wandern und die Leute haben so angefangen zu brüllen und so, weißt. Ich bin dort ein bisschen fitter gewesen zwar, aber die Leute, denen ist nicht gut gegangen, weißt. Die so, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ne. Und wir natürlich wieder, die 5 Kerle sind in die ein Zimmer gegangen. Der Rest ist in den anderen Zimmern so verteilt gewesen. Wir sind immer für uns gewesen, Bro, ich schwöre dir. Und auch du hast auch gemerkt, der Schulleiter war ein Notensohn gewesen, alle Lehrer aus dem einen haben so nichts von uns gehalten, ist ja fair. Aber Bro, der Lehrer, der eine Schulleiter hat das Problem gehabt, er hat gehasst, wenn man pfeift. Der hat einfach, ist ausgerastet, wenn man pfeifen hat. Ja. Und der dritte, Bro, der hockt neben mir. Und die Türen haben immer so offen sein in dieser Schule. Und der Schulleiter ist immer rumgelaufen, hat immer reingeschaut, Bro. Ein richtiger Notensohn, Bro, richtig so, weißt du. Er hat immer reingeschaut. Ja. So,
Bro, und immer, wenn er durchgelaufen ist, der Dritte hat so seine Hand vor dem Maul gehabt. Und er läuft durch. Und der Dritte hat jedes Mal. Bro, und er ist immer zurückgekommen und er so, wer hat Pfeife? Und Bro, der Dritte hat einfach ernst bleiben. Ja. Ich so. Weißt du, wirklich nur am Heben, Bro. Bro, und jedes Mal. Amix ist der Lehrer, der Leiter. Ohne Scheiß 3 Mal wieder zurückgekommen. Ja. Weil der Dritte hat 3 Mal gemacht. Und 3 Mal ist er so, wer hat Pfeife von euch? So, weißt du, easy. Nachher sind wir in das Lager gegangen. Und in diesem Lager war es so lustig gewesen. Wir sind gerade 2 Stunden wandern und am Schluss hast du dich so abseilen von einem, wirklich so von einem Fels. Mhm. Wir sind vielleicht so 30. Alter, was ich habe gerade so, Ja. so kurz in Ruhe meine Lehrer von der damaligen Schule zusammengefasst. Alle nicht gehabt, Alter. Ja, Bro, sorry. die sind alle crazy gewesen. Und wir nachher müssen uns abseilen. Nach 2 Stunden, du laufst 2 Stunden rauf Ja, und nachher ist so vielleicht 90 Meter, 110 Meter oder so. Es sind doch recht viel gewesen. ja. Und du bist ja sicher gewesen, dass wir abseilen. Bro, alle seilen sich ab. Und ich schaue ab, ich denke so, nein, Bro. Bro, jeder verfickte Nerd, der rauf mögen hat, seilt sich ab. Ich war der Letzte gewesen. Ich habe eigentlich nicht getraut. Und nachher hat sie mir gesagt, schau, entweder du seilst dich jetzt ab, Ja, oder du laufst zurück. ja. 2 Stunden. Und wir können uns auch dort unten treffen. Und Bruder, du musst dir vorstellen, die Leute sind alle abgeseilt und nachher so nochmal 5 Minuten gelaufen, geht das Nachtessen quasi. Ja. Und die haben so auf mich warten, 20 Minuten lang. Ich habe Bis mich du nicht überwunden getraut, hast, ja. wirklich überwunden. Ein paar sind ja schon seit 1 Stunde. Bruder, ich schwöre, ich habe Hunger. Ich gehe jetzt, komm direkt. Bruder, und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe gesagt, ich mach's. Und ich schwöre dir, Bro, das Abseilen ist etwa 2 Minuten gegangen. Ja. Weißt du? Ich so, halt, ich mach. Und ab dem Moment, wo ich über die Klippe bin, bis unten, 2 Minuten lang, einfach wirklich so, weißt du, wirklich am Schreien. Ich habe nicht aufgehört, Bro. Und der Typ unten dran so am Warten. Ja, weiter, ja. Ja, sieht alles gut aus. Bro, ich komme nachher unten an und die Leute haben mich schreien gehört, Bro. Checkst du, es ist wie so, es ist nicht so... Ja, sorry, Bro, sorry. Alles gut. Ist gut. Ja, alles gut. Es ist nicht so weit weg gewesen. Das heisst, sie haben mich gehört schreien. Ich komme an. Nach 20 Minuten die Leute so, hey, ja, da ist alle am Klatschen. Ich so, hey, danke schön. Und ich habe voll krass gehört. Und dann denkt, Bro, einfach 20 Minuten runtergeseilt, über die Nerds lustig gemacht. Aber selber am Schreien. Auf jeden Fall, einer von diesen Lehrern war der grösste Nuttersohn. 10 Jahre, sag ich, 2, 3 Jahre später, ich sehe ihn in der Berufsschule von mir. Ich habe nachher eine Lehre gemacht, eine reguläre. Ich sehe ihn, er kommt aus der Berufsschule Zürich. Nachher sage ich so, ja, grüezi, Herr so und so. Er so, hallo? Ich so, wie sind Sie nicht mehr? Ich war da bei Ihnen gewesen. Er schaut mich an, er so, was machen Sie jetzt Detailhandel? Nachher ich so, ja, voll. Dann sagt mir einfach, ja gut, haben Sie etwas gefunden, was mehr zu Ihnen passt. So ein Nuttersohn, Bro. So, wie gesagt. Ja, Mann. Bro, ich hatte viele Lehrer gehabt und ich realisiere erst jetzt, was ist das für eine Szene gewesen. Also, im Grundsatz, der entspannteste und der geilste Lehrer war ein GC-Fan gewesen, unmöglich, wie ich das nicht gecheckt habe. Der chilligste und lustigste ist eigentlich voll der Militärfreak gewesen, der das am ersten Tag einen Vertrag unterschreiben lassen, dass wir uns an die Regeln halten. Aha, voll. So, und wenn nicht, Ja. in den Konsequenzen. Ja. Noch nie in meiner ganzen Laufbahn, wenn ich in der Schule war, ich muss etwas unterschreiben und ich zugebe, ich habe in die Fresse, wenn du sagst, ich habe in die Fresse. So blöd gesagt. Dann hatte ich eine gehabt. Alter, die hat, also ich habe eine gehabt, ich kann ihren Namen jetzt nicht sagen, weil das ist ein bisschen fies, aber Bro, sie ist so in die Schule gekommen und kennst du Lehrer, die immer mit Koffer in die Schule kommen? Oh mein Gott, der Rollkoffer bei Der Rollkoffer. dir. Sie ist immer mit dem gekommen. Scheiße. Schon mal verloren. Und sie ist eigentlich, ich habe ihre Buchhaltung gehabt, sie ist grundsätzlich ein mega lieber Mensch. Extrem, du kannst auch mit ihr reden. So, jetzt haben wir ein paar Schippis und ein paar Granaten und so. Und wir versuchen immer, weißt du, so, am Anfang eben, oder hier und da mal einen Moment kommen, wo wir es nicht ernst genommen haben und dann kommt es ein bisschen Zeit rein, dann weißt du, mit dem Lehrer reden, du weißt, wie es ist, weißt du, so. Hauptsache Zeit geht, aber wir müssen nicht Schule machen. Und dann haben wir angefangen, mal mit ihr reden. Wir so, ja, sie, Ferien sind sie gewesen oder nicht? Wir fangen so ein bisschen an und dann finden wir raus, sie hat einen Freund. Oh.
Und mir so, oh, erzählen Sie mal. Ja. Dann fängt es ja irgendwann mal so schüch nur erzählen. Wie heißt er denn? Ja. Schau jetzt, Bro, das ist Reaction. Ich und 2 Kollegen reden, der Rest ist am Sachen machen, weil wir lenken sie ab. Ja. Und vielleicht auch lustig. Und der Rest fullenzt. Ja. Ich, ein Shippy und ein Kroat. In der Klasse hat es sicher nochmal 3-4 Shippys und nochmal 3-4 Kroaten und nochmal 2-3 andere Sachen. Sie so, ja, mein Freund heißt Perparim. Oh, Du, Perp! Bro, du. Shippy! Bro, instant so. Perparim, ah? Oh, Ist er Albaner? krass. Und dann ist sie so, ja, er ist Albaner. Und dann ist sie so, von wo ist er? Und dann fängt sie an zu erzählen und irgendwann mal sagt sie einfach, ja, aber er wohnt in Albanien. Nachher deint so, der guter Passamang, der Mafia. Dann ist sie so, nein, er liebt mich. Er liebt mich. Nein, Und nachher mir so, sie mir, Hauptsache Liebe, weißt du? ja. Kein Problem, du musst happy sein und so. Ja, sicher. Easy. Und dann haben wir einen gemeinsamen Nenner gehabt, wo wir immer können mit ihr besprechen. Wie geht's ihm? Geil. Sich schon getroffen, was fährt er, so, weißt du? Und sie hat auch gerne mit mir geredet. Irgendwann mal, sie so, ja, der Perper hat seinen Bruder jetzt gerufen. Wir wohnen jetzt zu dritt bei mir. Oh mein Gott. Krass. Und nachher ich so, Bro, der Classic. Ja, Zuerst ich, nachher Ja, du, bist nachher der du Rest. So, Bro, 16, 17, ja. ja. Ich so, zuerst er, nachher der Bruder, nachher der nächste Bruder. Der Classic, weißt du? Und sie haben schon jemanden gefunden, wo sich wohnen, sie hat ein schönes grosses Haus, Bro. Weißt du, nicht heiratet es auch bald und so. Ich sag, ich könnte dir das nicht sagen, weil nachher ist es wie so, Presse, weißt du? Bro, es ist so, also ich habe, du hast eine 4-Jahre-Ausbildung und sagen wir, ein Jahr drauf, Bro. Ich so, Herr Parim, wo ist der Ring? Ja. Nein, Bro. Was? Wir sind nicht mehr zusammen. Scheiße. Nachher müssen ja was? Ja, es ist gerade ein bisschen schwierig. Also eigentlich, wir versuchen eine Lösung zu finden und so. Wir schauen, wie es klappt in Zukunft. Also in der Trend. Ja, nicht offiziell. Nachher der Kollege sagt, ja, ich weiß, die 5 Jahre sind noch nicht gekommen, Bro. Nein, Bro. Bro, wir sind am Lachen, weißt du, ich so, Bro, chill doch, weißt du, Ja. du musst lange in der Beziehung sein, für, also auch in der Ehe, zum Ja. den Pass bekommen und so. Nee. Nee. Easy. Das ist nicht genug bei ihr, Bro. Ein Jahr später, oder irgendwann mal später, kommt sie und sagt, ich habe einen neuen Freund. Mir so, geil, Alter. Erzähl. Und? Sie so, ja, American. Sagen wir, er heißt Dave. Aha. Das ist der Dave. Sie zeigt so auf Facebook, richtig happy, weißt du. Zu schön, weißt du, so, ja, wir sind am Schreiben. Eine Woche später sagt sie, ja, wir haben schon mit telefoniert viel. Sie erzählt einfach so. Ja, straight, Bro, wir haben es geschafft. Wir haben das gebrochen, Bro. Es ist keine Schule mehr gewesen. Es ist täterlich gewesen, Bro. Und nachher, irgendwann hat sie dann auspackt, so, hey, ich kann jetzt auch zu ihm. Ich bin so happy. Schau, das ist seine Tochter. Nachher denkt so, kann man kennenlernen. Ja, Weißt du, so, auf jeden Fall Ja. so, oder? Sie hat Ferien, wir wissen, okay, Frau so und so ist 2 Wochen weg. Wir haben den Ersatz und so. Irgendwann mal kommt sie zurück. Wir so, sie? Erzählen sie, the American Dream. Was? Ja, ist nicht am Flughafen gewesen. Ja, wie nicht am Flughafen gewesen? Ja, ist niemand gekommen. Hey, Fresse. Ich so, Bro, wie niemand gekommen? Sie ist angeflogen und es ist niemand auftaucht. Niemand. Bro, einfach Catfish dort, oder? Bro, was? warte, nachher ich so, hä, du hast, aber sie haben doch, weißt du, so, sie haben doch mit ihm geschrieben, sie haben doch, können wir, nachher mir so, Bro, jetzt, also jetzt sein zu viel. Wieso können wir irgendwie, weil wir sind ein bisschen die Handy-Generation, vielleicht können wir irgendwie etwas finden über ihn, weißt du? Ja. Sie so, ja, nachher, wirklich, Bro, sie ist so, oh, das ist sein Facebook-Profil, das haben wir geschrieben. Bro, nachher ist rausgekommen, Bro, irgendein Prince of Nigeria, Bro, wo nicht mehr von Amerika ist, ja, wo nicht mehr von Amerika ist, Einfach Bro. Catfish dort. Hat sie Geld Aber, geschickt und so? Maximal, Bro. Sie so, ja. Nachher mir so, sie müssen nicht sagen, wie viel Geld und so, aber sie so, ja, ich kann schon ein bisschen, weil er hat mega Hilfe und so, Bruder, hat er gesagt. Nein, voll 3K. Ja. Jetzt Und nachher hat hat sie aber ausgesehen, als wäre sie anfällig. eben, jetzt nachdem hat sie aber zum guten Glück, hat sie dann einen Cut gemacht und hat eine Seite gemacht gegen für Frauen, die catfished werden, die krass. verarscht werden Krass. und so weiter. Das ist so, wir müssen jetzt einfach uns alle zusammenbündeln und wir sind füreinander da. Und das ist jetzt eine Plattform, wo wir uns austauschen können und wo wir uns einander unterstützen und so. Bist du mal Catfish worden? Ich glaube schon, ja. Ja, Ja? ja. Ja, Wolltest du erzählen? ja, ist lang her. Ich bin dort, keine Ahnung, 16, 17 oder so. Damals war, glaube ich, Facebook, Bro. Irgendwie über Facebook geschrieben und sie hat irgendwo Kanton St. Gallen gewohnt. Hey, Fresse. Ja, irgendwo Kanton St. Gallen. Ja. Ich weiß, Weißt du, wie sie geheißen? Goldach, das ist doch Grenzregion, das ist Grenzregion. Bro, ich bin 16 oder 17. Ich so, Baba, ich kann raus. Er so, wo gehst du?
Nicht, ich kann mit dem Kollegen aufzugehen machen, wir haben einen Vortrag. Ja. Nachher, so, Holm, machst du wirklich einen Vortrag? Ich schwöre, ich mach Vortrag. Wirklich so, ja. Wann bist du? Ja, so 7, 8. So, okay, sick dir. Dann bin ich gegangen. Dann habe ich Bier gesehen. Sie haben mich abgeholt, maximal Catfish. Maximal Catfish. Also einfach anderer Mensch. Also Oder hat sie so Bilder aus... Bilder haben völlig anders ausgesehen. Völlig, also ist ein anderer Mensch. Bearbeitet, maximal bearbeitet. bearbeitet. Aber ich kann es nicht checken. Also weißt du, so. Ja. Und so Winkel und so. Alles. Maximal. Also das ganze Programm, wie du dir kannst vorstellen. Nicht, Aber ja, ich meine, nicht- aber hat sie andere Bilder benutzt? Nein. Nein. Nicht, dass ich würde sagen, es ist ein komplett anderer Mensch, aber ich bin schockiert gewesen. Aber Bro, ich bin nicht böse, ich habe gesagt, ich kehre jetzt gerade wieder rum oder so, weißt du. Wir haben da irgendwie geschrieben, wir haben es lustig gehabt, also von dem her. Und dann? Dann bin ich Bier gewesen. Also ich bin ja draußen gewesen. Nachher hat sie so, weißt du, das gehen wir doch zu mir, weißt du. Ist okay. Nachher haben wir die Tür geläutet. Mutter macht auf. Und ich weiß nicht, wie man auf Italienisch sagt, was ist das? Nein. Aber ich habe verstanden, was es bedeutet. Nein. Sie so, okay, nein. Ja. Nachher sie so, nein. Hey, Und dann sie so, ich so, Bruder, sag einfach, ich kann schon heimgehen, ist nicht so schlimm. Ja, ist jetzt das erste Mal, dass ich Ja. wegen dem drunter komme. Ja. Ist voll okay. Und nachher sie so, nein, weißt du, meine Mutter, sie muss sich daran gewöhnen. Ich so, ey, schau, ich will nicht, dass du Probleme hast mit deiner Mutter für jemanden, wo du, weißt du, für jemanden, wo Wind ist und so, dies und das. Und sie ist alles okay. Nachher haben wir geredet und so. Und nachher bin ich heim. Mutter hat dann gab es etwas gehabt vom Heimweg und ich so, hey, ist lustig, aber lass mir. Weil, ich glaube, wir Ja, beide bist du? wissen, 16, 17. Ist So. etwas gelaufen? Nein. Okay. Bro, die Mutter hat eine fette Ansage gemacht und ich habe mich nicht mehr getraut. Keine Ahnung. Ich glaube, nachher ist Mutter, der andere Move war, die Mutter ist, glaube ich, später hochgekommen, ins Zimmer, abchecken und nachher die Tür offen lassen. Oh, der Move hat es viel gebracht, Glaub's, Bro. ja. Der glaub, Move das hat ist es viel, der vor allem bei Töchtern. Ja, ich glaube, das war das gewesen. Und dann ich so, lass sie, weil es ist nicht mal von mir gekommen, das Angebot, gehen wir zu mir, weißt du? Ja. Ich habe gefunden, wir können auch schön spazieren, aber es ist ein Nachmittag, das Wetter ist ja nicht dunkel. Ja. Dann sie so, gehen wir, ich so, ja, easy. Und ich bin nicht so gewesen, der gleiche es läuft, ich bin so gewesen, weißt du, Ja. dann machen wir uns einen schönen Nachmittag oder so. Das ist das gewesen, du. Also 2 Sachen. Erstmal, ich habe mal, ich bin ja in der Oberstufe, sage ich jetzt mal, nicht so beliebt gewesen bei den Frauen. So. Das heisst, ich bin so innerhalb von der Klasse schon so cool gewesen, aber ich habe ja auch so ein bisschen Beef gehabt mit Parallelklassleuten und so. Zum Beispiel sind alle Leute dazu gekommen. Und ich weiss noch, Bro, eine jetzt gehabt, die ist jetzt jemand, wo damals in unserer Schule so viele Leute gesagt haben, mal, das ist eine Hübsche. So checkst du, das ist eine von der Hübschen. So. In der ganzen Schule so eines der beliebten Mädchen. Und ich und sie haben hure gut gehabt zusammen. Wir haben eine Zeit lang mega viel SMS geschrieben. Wir haben uns viel, also wir haben wirklich viel geschrieben. So. Sind wir 1-2 Mal rausgegangen und dann dritten Tag hat sie wollen, dass ich zu ihr heimgehe und mit ihr zusammen irgendwie so Aufzüge mache oder so einen Scheiß. Was? Soll das auch machen? Nein, das will ich nicht mehr. Okay. Mit ihr Aufzüge machen oder so, weißt du. Und dann ist ja ihr Vater gekommen und hat einfach so den Style gemacht, so die Tür aufgemacht. Und er hat nicht so die Tür aufgemacht und gesagt, weißt du, so ich palt offen. Aber er war ein Kenner. Ja. So. Er hat die Tür aufgemacht und er hat gesagt, also einer von den Kennings, der sogar Deutsch kann und da auch schon so lang, also weißt du, dann er so, die Tür ist offen, gell? Ich höre euch. So hat er gesagt. Ich so, ja, easy, häng's mal, Bruder, weißt du, so, ich bin 15 oder so. Nein, und dann... Oh, fuck. Und dann, Bro, auf einmal sie unbedingt wollen markieren auf Facebook. Mich. So, er hat sogar noch ein Bild gepostet. Für mich ist das komisch übergekommen, weißt du, hey, wieso ist das so wichtig, Bro? Nachher, am nächsten Tag, ich gesehen, sie geht einfach, sie ist ein bisschen kälter geworden und so. Nachher nicht mehr, weißt du, ich so, was läuft? Wir haben es eigentlich sehr gut gehabt. Nachher, eine Woche später, ist sie einfach mit so einem Nuttensohn zusammengekommen. Von der Schule. Ah, scheiße. Checkst, Bro. Und was mich am meisten verletzt hat, ist eigentlich... Mein Bruder ist einfach nur der Wurm gewesen. Dass der Fisch abisst, Bro. Ich schwöre auf alles, Bruder. Scheiße, Mann.
Und der Fisch hat schlimm angebissen, Bro. Bro, aber weißt du, das Schlimmste an dem Ganzen war? Ja. Ich habe es jetzt selber gecheckt. Ich bin ein geiles Ich. Ja. Ich habe es jetzt, also weißt du, So so, gestresst, ja. das jetzt schon nicht gerade, aber ich meine, wieso sie jetzt eigentlich mich will, also mich will benutzen, zum anderen eifersüchtig machen oder halt zum Angeln, was weiß ich. Ja. Und ich glaube, sie hat extra mich genommen, zum an dem Nuttenkind zu zeigen, so quasi, schau, ich hänge sogar mit dem. Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja, So. ja, voll. Aber easy, Bro. Nachher, ein paar Jahre später, Bro, eben, sie hat jetzt einen Mann gehabt, also einen Freund gehabt, einen Mann gehabt. Und der hat sie, glaube ich, verloren, ist jetzt im Knast. Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Schade, Bruder? hat sie nach dem Post noch weitere Post gemacht mit Ja. dir. Also, nein, schade hat sie nicht. Ja, nein, ich sag dir ehrlich, ich bin Ja. kein guter Mann gewesen damals. So, Ja. sie wäre nicht gut. Ja, Das ich ist nicht glaube, gut wer gegangen. 15-Jährige ist, Aber, Bruder, schieß da. Nein, aber... ist brutal. Aber und mit der anderen, ich bin auch so zusammengekommen mit 14, 15. Auch mit einer, wo auch so die allgemeine Schule als eher hübsche. Mhm. Und ich weiß noch, Bruder, das ist etwas. Bro, Jugendliche sind einfach hard as fuck, Bro. Ich bin mit ihr zusammengekommen, ihre beste Kollegin kommt und sagt so, neben mir, so, ey, bist du mit dem Jollers zusammen? Und dann sagt sie so, ja. Und dann sagt sie, aber er ist voll hässlich. Bro. Und nachher, weißt du, was sie sagt? Sie sagt einfach, ja ich und? weiß. Aha. Ja, ja und? Und Bro, ich dort nebendran, so am Hand heben. Ich so, was läuft? Bro, wild. Scheiße, Bro, ich hab mal meinen 5. Klasse-Crush oder so. Mhm. Also ich hatte Geburtstag gehabt Mhm. und habe am Abend vorher Einladungen von Hand geschrieben für Ja. jeden. Spaß. Und dann so ein Kuvert in da. Ja, So, für jeden, oder? aber. Inklusive Crush. Aha, Ich verteile jedem, aha, einer bleibt in dem Sack. aha. Oh nein. Und 2 Mikes oder von meiner Klasse. Wir wissen, wie viel wer ist. Du Ja, auf ihren ja. Tisch. Ich sehe, ich glaube, es ist keine gute Idee, weißt du? Du doch auf ihren Tisch. Wer hat dir gesagt, du auf die ist? Also die 2 Kolleginnen von der Aha. Klasse, du auf ihren Tisch, weißt du, wenn sie nicht Ja. kommt, dann kommt sie nicht. Ja. Ich so, ja. Nein. Nachher diese. Was wird schon passieren tun? Ich tue auf ihren Tisch. Natürlich ist es nicht gekommen, aber Ja, ich habe auf ja. den Tisch da. Und das ist für mich zum ersten Mal Mut bewiesen gewesen. Nur schon auf den Tisch Ja, tun, ja, schon auf den ja. Tisch tun. Das war für mich eine riesige Hürde gewesen. Ist nicht gekommen. Nein, logisch nicht. Aber ich has durchgezogen. Ich habe für den Tisch da. Meine Kollegen sind gekommen. Aber was mich das auch erinnert ist, was ist der komischste Ort, wo du so mal nach... Also ich habe eben noch die Story vom Ah, Catfish. sorry. Alles Ja, gut. ja. Ey, und Bro, und nachher irgendwie, eben so mit 14, 15 habe ich so mein Sexual Awakening gehabt. Ich weiß noch, ich habe so, weißt du noch, ich habe hure Locken gehabt. Mhm. Nachher irgendwie, ich bin zum Coiffeur, Bruder, einfach so Mhm. komplette Mood Change. Ja. Von Tokyo Hotel zu Casey Rebel. Ja. Und, Alter. Nachher, Bro, ich hatte so einen Run gehabt, vielleicht damals 2, 3 Girls innerhalb von einem Jahr kennengelernt. Ich habe mir gedacht, hey, da ist jemand. Du so, der Coiffeurbesuch hat die Welt verändert. Ich schwöre alles, Bro. Mood ist besser geworden auf einmal. Und nachher habe ich mit einer geschrieben, Bro, auch von St. Gallen. Mhm. Darum habe ich vorher Scheiße, so Alter. gefragt, Bruder. Scheiße, Alter. Ich weiß noch, Bro. Und wir haben hure viel geschrieben. Nachher auf einmal sagt sie mir so, hey, ich habe Sturm und so kommst du zu mir heim. Ich war dann mit meiner Mutter am Putzen gewesen, Bro. Mhm. Ich habe gesagt, Mama, ich muss früher gehen. Sagt sie, wieso? Ich so, egal. Sie so, sag. Ich habe gesagt, ja, ich habe jemanden kennengelernt und so. Sie so, also geh, weißt du, wo gehst du und so, dies, das. Nachher, Bro, ich mache mich parat, ich gehe heim, ich dusche, ich schreibe ihr, bevor ich auf den Zug gehe. Mhm. Ich so, hey, geil, da und da. Keine Antwort. Ich so, hey, einfach nur schnell zum Klären. Wir treffen uns dort, gell? Keine Antwort. Hast du aber 2 Hocken gehabt? Das ist damals noch kein WhatsApp gehabt, Bro. Ah, ist über. Ah, okay. Oder Ja. es hat sich schon Was gehabt, haben aber wir, Leute ja, noch nicht so okay. genutzt. Okay. Nicht. Keine Antwort, nicht. Nachher, Bro, ich bin nicht gegangen. Wir haben wirklich dort 2, 3 Wochen lang geschrieben, Bro. Ich habe ihren Namen, ich weiß nicht noch. Scheiße. Also nicht, dass ich weiß, dass ich... Ah, nein. Ist alles Nein, okay. aber- Ist verdammt. Nein, und dann, Bro. Und bis heute, ich frage mich, ist das ein Kollege gewesen, der mich einfach gezogen hat?
Oder hat die Person einfach keinen Bock mehr auf mich, weißt Jetzt, wo du sagst, ist ein Kollege, der mich gezogen hat, ich habe so einen durchgezogen, ja. du? Ja, du Peach. Ja, ich habe so einen durchgezogen. Peach. Ich habe so einen durchgezogen. Ich habe einen Fake-Account gemacht auf Facebook, habe Besim und den anderen eingeweiht, der andere Schreiberkollege. Es tut mir mega leid. Nachher haben mir 2 Kollegen geschrieben von mir, von der Klasse. Ja. Einer ist durchgehend. Nein. Und zwar so, also, Jungs, schau mal am Anfang geschrieben, hat mir so, krass, Bro. Krass, Bro, weißt du? Dann habe ich mit einem abgemacht, ich so, hey, Bro, hey, treffen wir uns Zürich haben. Ich weiß nicht mehr wieso, ich weiß nicht mehr, was der Sinn davon Einfach war. gemein gewesen, Einfach Bro. dumm gewesen, einfach fies. Scheiße. Weißt du mal zu mir? Also, es gibt einen Typ, letztes Mal, vor etwa einem Jahr oder so, Ja. 2, schreibt mir aus dem Nichts so ein Profil, Bro. Ich habe noch einen Fake gemacht von Granit Xhaka, der noch nicht so famous war. Und dann habe ich gedacht, dass ich Wieso von einem Englisch- Basler, Alter? irgendein Schipper bin von Regensdorf. Ich schwöre, wow, ich habe 2010, 11 ein Fake gemacht von Granit Xhaka. Er hat das Foto gehabt, so richtig casual. Ja. So irgendwo schon am Hängen, irgendwo am Liegen und mache ein Foto von oben. Also wirklich so mit Pulli, noch nicht im Training professionell. Ja. Ich habe so das Profilbild genommen und irgendeinen albanischen Namen gegeben. Aber wieso? Bro, Leute wollen verarschen. Bro, wir sind in der Schule gewesen, Counter-Strike, Leute verarschen. Ja. Weiss ich nicht, dumm einfach. Bro, auf jeden Fall, mir schreibt irgendeine und ich schaue das Profil und das Profil liked Bilder von mir und schreibt Ja. mir so, hey, was läuft? Ja. Maar ich schaue das an, ich schaue so durch, ich Das merke, ist- irgendetwas ist, Das weißt ist du. bei mir auch so gesagt, so ich habe gesagt, Ja. hey, das ist wirklich gut aus, Mann. Nachher habe ich geschrieben, ich so, wer von euch Missgeburt ist das? Nachher schreibt einfach, haha, Bro, weißt du, wie viele Schwanzbilder habe ich von Rapper? Ich so, okay, Bro. Was? Nachher so, weißt du, ich meine, aber die schicken mir alle, Bro. Ich so, okay. Du so, geil, du so, ich zu Pirat, muss man einfach so, nein. Ey, nein, nachher hat er gesagt, nein, ich habe schon viel gezogen, weißt du. Mhm. Ich so, voll easy. Und nachher, Bro, nicht, dass es nicht peinlich genug ist, ein halbes Jahr später, ich bin an einem Event, kommt einer zu mir, er Ja. so, hey, was läuft, Hübsche? Ein Typ, den ich kenne, den du auch kennst. Ja. Und ich schaue ihn an, ich so, was ist mit dir, Bro? Er so, Mann, ich bin der Profil. Ah, ist nicht checkt, ha? Ich so, okay, Bro, schön für Na, mein dich. Fake-Profil existiert immer noch. Wie heißt er? Schritt. Ey, Sag's nein. nicht, er existiert immer noch. Zeig mal den Scheiße, Bro, es ist nur ein Foto. Hat's Likes und so. Bro, hast du mir mal geschrieben? Ich habe ein paar geschrieben zum Stressen wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich sehe da ein paar Namen von Ja, ihrer Schulzeit. Voll hübsch. Ganz hübsch. Bro, ich habe die alle gezogen, Bro. Boah, hübsche. Bro, du hast die gut geholt, Ich hä? habe die gut geerdet, Bro. Scheiße, Mann. Wieso bist du so gewesen, Bro? Bro. Fuß Hä? Wieso machst du so? Was hast du eigentlich gemacht? Was ist das? Fußballspielerin bei Real Madrid. Voll. Das ich noch gemacht habe, Mitarbeiterin bei Louis Vuitton. Fair. Der Classic. Nein, Bro, du hast ja sogar so, Was hast du gemacht? so 80-jährige Typen, Habe ich. die dir so auf Pinnwand geschrieben haben. Aber das, also ich sage jetzt mal, seit 12 Jahren bin ich sicher nicht mehr am Pflegen. Also seit 2012. Also wenn alles drüber ist, sind auch Leute am Schreiben. Bro, ich kann die Pinnwand durch ab. Ja. Weißt du das Wort Pinnwand? Ja, fix. Und ich sehe nur so Namen von früher, Bro. So ein PJ-Riff. Ja, Bro, du musst investieren in das. Wow, Bro. Am 25. Juni 2011 hast du geschrieben, Haare färben zu blond? Fragezeichen. Bro, du musst Bro, was ist das für ein investieren in den Scheiß, Scheiß. Alter? Du musst investieren in den Scheiß. Wenn du Leute siehst, du musst investieren. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache ein Foto, das Profil geschrieben, die Lüge Arbeit. Du musst. Bro, ich habe den ganzen Tag Schule gehabt. Fast jeden Tag. Hä, was ist das für eine? Dann kommentiert noch eine, hey, du hast dein Handy bei mir vergessen, komm es holen. Wer? Hast du da noch Kollegen involviert, dass sie als echtes Profil aussieht? Nein, aber es könnte sein, dass ich vielleicht der eine oder andere Kollege von mir so, Bruder, für Glaubwürdigkeit. Eben ja, so. Krass. Ja, geil, Mann. Ja, der Zero hat als Jugendliche... Ich die Kommentare ist fix der Kollege. Bro, Oh mein Gott. Zero hat als Jugendliche viele Leute catfished. Also ganz ehrlich, noch kurz, jetzt wo du geschrieben hast, wegen alte Leute und so. Alle Leute, alle, egal welches Geschlecht, wenn du alte spitze Leute ausnimmst, Mhm. aus meiner Sicht, Mhm. frei von Strafe. Frei von Strafe. Also, wie sie spitz sind. Ja, wie sie spitz sind. Ja. Wie sie spitz sind. Einfach, wie sie das Gefühl haben, 20-Jährige stimmt sicher mit ihnen. Weil sie brutal Lust haben auf den 80-Jährigen und was auch immer.
Geil. Scheiße, Alter. Ah! Ja, ich habe sogar den anderen Kurt noch genommen. Hey, wo sind wir? Ich die so geil, Kleine Alter. Slut. Alter, Dezember 2011, Junge. 13 Du hast noch so Jahre. geile Status gemacht. Du hast noch so Normal, Bro, du musst investieren, das Du hast so Scheiß. geschrieben, ich bin zurück von Albanien, Ja, nachher ja. die 2 Dreieck. Weißt du, Ja, wie ja, ich- so ist Hihi. zu voll gewesen. Ja, ja. Geil. Liebe Easy, Mann. ja. Ja, wir kommen zum Ende von der heutigen Folge. Auch Split. Der gute Kroatin. Ist noch eine herzige Chai auf jeden Fall. Ich wäre als 14-Jährige 3 in die 18-Jährige. Wie sieht wirklich älter aus. Ja. Viel Vero? mehr, Freundschaft plus. Wie soll ich das reingeschrieben? Wow, Bro, Viel du mehr. bist so ein Slut. Ich bin so, ich wollte euch verarschen, Alter. Einfach Zero Mastermind und heute bist du da. Ja, genau. Ich habe sonst noch vielleicht den Fake vom Grand Chocolate zeigen, was ich gemacht habe. Scheiße, wie ist der geheißen, Mann? Weil er hat nicht schlecht ausgesehen, Bro. Die meisten Ja, Albanerinnen und Albaner. Er ist ein hübscher Mann. Das Lustige ist, wir haben Albanerinnen geschrieben und die haben es nicht gecheckt. Sogar. Ja. Sogar die haben es nicht gecheckt. Ich so, Bro, deine Landsfrauen, die checken doch, dass das fake ist. Ja, Also, Bro, er ist nicht so umeinander. Krass. Ja. Heftig, ja. Also auf jeden Fall, mach ein Fake-Profil. Verarschen eure Kollegen, aber auf entspannt. Nicht so übertrieben, so humorvoll. Mein Account lebt immer noch, dann ich tu das. Flag das wieder, Bro. Ich muss schauen, was ich habe sicher auch so einen temporary Gmail gemacht, weißt du? Ja. So einen haha, Leute verarschen @gmail.com, Geil. wenn ich mein Passwort weiß. Aber mach jetzt, das ist lustig. Was soll ich wieder sagen? Das Outro haben wir wieder machen. Eigentlich. Genau, das Outro. Okay, danke euch fürs Ali. Zuhören. Also, ja, sorry. Ich will sagen, alle einmal tief einatmen. Wow. Tief. Und jetzt wieder tief ausatmen. Und jetzt kannst du unseren Merch bestellen. Danke vielmals.